Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, gute Tag. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, Kessler ist am Kochen. Tatsächlich verpflichten wir schon wieder den nächsten Spieler, den nächsten Leistungsträger aus der zweiten Bundesliga. Wir verpflichten Isak Johannesson. Na, könnt ihr euch noch erinnern? Derbyheld von Fortuna Düsseldorf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich befürchte hier den ein oder anderen Kommentar, der, ja, sagen wir mal so, zu unseren Ungunsten ausfällt aus der Düsseldorfer Ecke. Die sind ja wirklich gerade im Internet komplett am Durchdrehen. Ja, was soll ich großartig sagen? Wisst ihr, wir wurden auch Opfer in den letzten Jahrzehnten von solchen Arschloch-Transfers. Wir erinnern uns an Judas Iskariot mit der Nummer 10 bei den Pillen. Wir erinnern uns jetzt auch an die beiden Jugendspieler, die da auch hinwechseln. Dann demnächst jetzt Jens Kastrop bei Borussia Mönchengladbach. Ja, und hier unser Trainer Frank Schäfer, der war jetzt auch eine lange Zeit lang in Düsseldorf. Also, was soll man sagen? Irgendwann sind wir auch wieder an der Reihe, die Gegner zu triggern mit irgendeinem Transfer. Ja, was soll man machen? Ist natürlich jetzt ein bisschen mies, dass wir uns ausgerechnet den wahrscheinlich besten Spieler von Fortuna Düsseldorf holen und auch noch derjenige, der sie hat glauben lassen, dass da irgendeine Form von Identifikation zu 100% besteht. Ja, das mit dem Wappenküssen, das würde ich mal an der Stelle sein lassen. Also lassen wir das mal lieber, mein lieber Isak Johannesson. Also ich würde ihm davon dringend abraten. Ja, das ist auf jeden Fall der beste Spieler. Also einer der besten Spieler sogar der zweiten Liga. 11 Tore, 6 Vorlagen in 32 Spielen in dieser Saison. Also wir holen uns da wirklich einen verdammt guten, wie man auch so schön sagt, Box-to-Box-Player. Wir haben da so eine Ausstiegsklausel gestern Nacht noch irgendwie gezogen, die bis 12 Uhr ungefähr gültig war, also bis 0 Uhr. Da haben wir noch rechtzeitig reagiert und ihn tatsächlich verpflichtet. Ich dachte, keine Ahnung, vielleicht geschieht es ja im Nachhinein doch nicht. Ich war es halt von Christian Keller gewohnt. Aber ja, jetzt das zweite Mal ziehen wir eine Ausstiegsklausel. Das zweite Mal geben wir 5 Millionen, beziehungsweise in diesem Fall 5,5 Millionen für einen Spieler aus. Ja, das Geld hätte ein Christian Keller höchstens in die Vertragsverlängerung von Sargis Adamian und Steffen Tigges investiert. Machen wir uns nichts vor, solche Transfers wären unmöglich gewesen. Mal abgesehen davon, Johannesson spricht anscheinend nur wenig Deutsch. Er hat sich bei uns auf Instagram, also beim FC bei Instagram, auf Englisch den Fans vorgestellt. Also unter Steffen Baumgart niemals denkbar gewesen. Der wäre ein No-Go bei ihm gewesen, weil er kein Deutsch kann oder nicht genug Deutsch kann. Deswegen, ich glaube, wir haben uns da wirklich, wirklich einen verdammt starken Mittelfeldspieler zugelegt. Also, es hieß ja auch, dass der nächste Schritt für ihn einfach nur die erste Liga sein kann. Natürlich ein bisschen strange, als Derbyheld dann hierhin zu wechseln. Ja, mir ist schon klar, dass es natürlich den einen oder anderen Düsseldorfer oder allen wahrscheinlich wehtut, aber ich möchte an der Stelle auch nicht mehr Öl ins Feuer gießen, Salz in die Wunde streuen und dergleichen. Ich möchte die nicht irgendwie triggern an der Stelle. Deswegen macht einen Haken dahinter. Also ist ja auch nicht das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der FC sich bei Fortuna Düsseldorf bedient. Naja, aber gut. Bisher ist da so eine Tendenz zu erkennen bei Thomas Kessler. Wobei ich aber euch sage, ich weiß nicht, ob wir beim nächsten Mal wieder Geld ausgeben, wenn der nächste Spielertransfer hier verkündet wird. Kann auch sein, dass wir jetzt erstmal noch jemanden von den bisherigen Stammspielern verkaufen. Das schließe ich nicht aus. Nicht, dass ich ja irgendwelche konkreten Gerüchte gehört habe, aber es hängt ja auch davon ab, wie viel Liverpool für Judas Iskariot mit der Nummer 10 bei den Pillen hinlegt. Davon werden wir auch noch mal ein Sümmchen mitbekommen wahrscheinlich. Das wird entscheidend sein, wie viel Geld wir jetzt noch weiterhin ausgeben, denke ich mal. Ich gehe davon aus, dass der nächste Spieler wahrscheinlich eher ein ablösefreier Spieler sein wird. Ja, 2 Transfers, die mich bisher wirklich ein bisschen so euphorisch gemacht haben. Aber warten wir ab. Noch ist die Saison nicht gestartet. Aber Tendenz gut. Ich hatte ja gesagt,
Kessler soll bloß nicht dieselben Fehler wie Christian Keller machen und sich mehr trauen, vor allen Dingen auf dem Transfermarkt. Ja, das halten wir mal für den Moment fest. Ich denke mal, auch in Kürze wird der neue Trainer verkündet. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Naja, es ist auf jeden Fall so eine Seltenheit, über verpflichtete Spieler zu sprechen. Vor allen Dingen, das ist ja für mich ein spektakulärer Wechsel. Der zweite spektakuläre Wechsel nach Ragnar Ache. In einer Form, da sage ich ganz ehrlich, da hat der FC sich was getraut. Und deswegen lohnt es sich auch darüber Videos zu machen und darüber zu sprechen. Weil es gefühlt eine Ewigkeit her ist, dass wir wirklich aktiv waren auf dem Transfermarkt. Ja. Das war's dann auch erstmal. Bin gespannt, was sich sonst noch in nächster Zeit hier tut. Und von daher, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt. Leo, mit dir hat all den größten